Wir stehen an diesem Nachmittag am berühmten Circuit de Monaco und das Qualifying beginnt in Kürze. Das Qualifying entscheidet, wer auf dieser berühmt-berüchtigten Strecke von der Pole aus startet. In den nächsten Minuten könnte das morgige Rennen bereits entschieden sein, bevor es angefangen hat. Der Fahrer auf der Pole wird angesichts der wenigen Überholmöglichkeiten nämlich die besten Chancen auf den Sieg haben. Genau. Und um hier zu siegen, sollte man schon aus der ersten Reihe starten. Selbst wenige Plätze dahinter in der Startaufstellung und man braucht entweder großes Glück bei der Boxenstrategie oder muss auf eine Safety-Car-Phase hoffen. Überholen ist fast unmöglich. Ja, und damit herzlich willkommen zum neuen oder weiteren Let's Play von F1 2015 in der 2014er Saison. Ja, ich habe das schon lange nicht mehr aufgenommen oder schon lange nicht mehr etwas aufgeladen, weil ja, ich eigentlich auch keine Zeit mehr hatte, irgendwie die Lust habe ich auch nicht mehr da so gehabt, weil es ist halt mega aufwendig, da ein Video aufzunehmen, weil das Ganze dauert fast eine Stunde, bis alles aufgenommen hast und nachher muss man es noch unterteilen alles, aber ja, wir sind jetzt hier in Monaco. Natürlich habe ich genau eine Pause gemacht, wenn Monaco kommt und ich habe natürlich nicht mehr, oder schon lange nicht mehr richtig gespielt. Jetzt erst seit gestern zu Abend habe ich eigentlich noch Monaco gespielt. Allerdings mit 2015er Autos, nicht mit den 14er. Aber ja, wir probieren es jetzt einfach. Ich habe es extra so eingestellt, ich weiß gar nicht, ich habe vorher auch kein Video mehr angeschaut, wie ich vorher gefahren bin, beziehungsweise wie die Einstellungen waren vom Qualifying. Ich glaube, sie haben einfach ein Blitz-Qualifying gemacht. Habe ich gemeint, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich ein komplettes Qualifying gemacht habe. Keine Ahnung. Also jetzt einfach ein kurzes Qualifying eingestellt, dass ich hier fahre mit Monaco eben halt ist sehr schwierig. Also ich mich mit der Strecke vertraut machen und ja, dass wir hoffentlich auf eine gute Position kommen. Weiterhin ist immer noch von der Grundeinstellung her habe ich nichts verstanden, also immer noch manuelle Schaltung habe ich drin. Dann nachher die Traktionskontrolle habe ich einfach auf Mittel, weil wenn man sie komplett ausschalten, sind einfach die Autos unfahrbar. Das ist schon extrem schwierig. Also muss man schon recht viel Übung haben, um mit denen dann zu fahren. Und ja, jetzt probieren wir es einfach mal. Ich fahre jetzt so mal noch nicht so brutal. Ja, also gestern, wie gesagt, gestern bin ich schon gefahren, ein bisschen in Monaco, weil ich halt denke, ja, jetzt werde ich demnächst wieder mal etwas aufnehmen. Ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt schon etwas aufnehme am nächsten Tag. Ja, vor allem die Passagen hier sind schwierig. Da, vor allem, genau die Wand meine ich dort. Ich weiss nicht, wie viel Mal dass ich dort reingefahren bin. Ah, ist noch mal leicht kaputt, okay, dann lassen wir aber noch. Ich weiss nicht, wie viel Mal dass ich dort reingefahren bin. Letztes Mal im gestrigen Rennen. Ich habe dort jedenfalls noch also ich habe zurückgespult dort, aber wie gesagt, auch da jetzt, wenn ich einen Unfall baue oder wenn es einen Unfall gibt und ich irgendwie dort rein verwickelt wird, wobei, wenn es einen Unfall gibt, denke ich mal, bin ich eher die Schuld dran, will ich nicht zurückspulen. Also wie in Bahrain, dort hat es mir glaube ich verräumt gehabt, beziehungsweise der Hamilton hat mich dort so abgeräumt gehabt. Ja, das ist halt passiert und dann will ich nicht mehr zurückspulen. Oh, fuck. Ja, aber gestern, als ich noch gefahren bin, muss ich auch sagen, wir haben den nachher wirklich verdammt weh getan. Also, es ist so anstrengend. Ja. Es ist so fucking anstrengend. Kann ich doch ehren. Nein! Ja, jetzt mache ich dann alle die Runde zur Sau. Nein, wegkehren. So. Sorry, Ricciardo. Gut, jetzt gehen wir schnell in die Box rein. Schau, neue Spoiler drauf tun und neue Reifen. Oh. Aber es ist so ein Krampf.
So. Schnell die Reifen wechseln. Schnell ein gutes Setup kann ich eigentlich lassen. Da ist nur eigentlich viel oder gute Beschleunigung das Wichtigste. Höchstgeschwindigkeit hat man da sowieso nicht. Also vor allem ist halt auch wichtig, dass man viel Anpressdruck hat auf dem Auto, dass es sich auch wirklich klebt. Ja, ich will das auch immer noch weiterhin dann so unterteilen. Eben halt eigentlich so ein Video als Training, das andere dann das Rennen. Da kommen wir jetzt die ganze rein. Gut, ich denke, das wird jetzt schon alles automatisch schon repariert sein. Die kommen jetzt alle in die Box rein. Dann fahren wir jetzt raus. Also habe ich gerade die fliegende Runde gemacht, habe ich eigentlich nicht wollen. Eigentlich wollte ich selber rausfahren, aber egal. So. Gut, dann probieren wir es nochmal. Aktuell hat Hamilton Pole Position, wie wird es auch anders sein? Wow, 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 wow. Oh shit, da ist gerutscht. Oh. Ah, da bin ich ins Huren drüber ausgerutscht. Aber es hat trotzdem noch gelangt. Oha, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also gestern bin ich, glaube ich, die schnellste Zeit, als ich gestern noch gefahren bin, ist 1,19 irgendetwas gewesen noch. Wow, shit. Voll aus der Kurve raus jetzt driften gekommen. Oh, jetzt bin ich ins Eis abgegangen. Ja, die Kurve ist so schlimm. Schalte ich mein Eis aber. Boah, immer die Kurve, Mann. Das ist so mühsam, der Rutschi. Ja. Ach, shit. Ah gut, mein Flügel ist ziemlich lediert. Gehen wir wieder in die Box rein. Aber wenn wir mal schauen, ob das schon reicht für Pole. Ich weiß nicht, wie viel Vorsprung das wir haben, aber nicht so wahnsinnig viel. Okay. Dann mal das ganze Schwule
Ich bleibe jetzt mal in der Box hin. Die anderen Fahrer werden jetzt sowieso jetzt in etwa so bei 4-3 Minuten werden es rausfahren mal. Und werden noch eins probieren, eine Bestzeit zu machen. Ich bleibe jetzt aber mal drin, ich riskiere es jetzt mal. Ich habe zwar 2 Sekunden Vorsprung auf den Hamilton. Da wie es aussieht. Mal schauen, sehr wahrscheinlich wird es schon länger für Pole. Obwohl mir doch ich bin gar nicht so schnell gefahren. Also ich bin jetzt einfach ein bisschen erstaunt, wieso dass das gelangt hat. Aber Dank Fernando Alonsos fantastischer Rundenzeit startet er im morgigen Rennen von der Pole. Eine großartige Leistung für den Spanier. Also das war eine gute Qualifikationsrunde, wirklich spektakulär. Aber ob er morgen dieselbe Leistung noch einmal abrufen kann, ich jedenfalls kann es kaum erwarten, es zu sehen. Aber da habe ich ein bisschen Quatsch erzählt, nicht 2 Sekunden, sondern ein Zehntel habe ich noch Vorsprung. Ja, das ist natürlich nicht wahnsinnig viel. Ja. Ich weiß aber nicht, wenn er natürlich, oder der Hamilton, wenn er die Rundezeit gemacht hat, ob jetzt in der letzten Runde oder in den letzten paar Minuten die Runde gemacht hat oder schon vorher. Jedenfalls schon eine knappe Angelegenheit. Und mal schauen, was jetzt passiert im Rennen.